Servus, grüß euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wirklich um verheimlicht, vertuscht, vergessen, was 2020 nicht in der Zeitung stand. Also was von den Medien oder mehr oder weniger verschwiegen wurde. Das fassen wir jetzt einmal kurz zusammen. Ja, viele Sachen werden schnell vergessen und bei unseren Medien erfährt man nicht immer die klare Wahrheit, was ich schon lange immer kritisiere, kein fairer Journalismus. Also alles, was für Menschen draußen wichtig ist, das wird totgeschwiegen oder ja, irgendwie unter den Teppich gekehrt oder einfach vergessen. Apokalypse Now. Manchmal hätten wir es wohl gern etwas weniger spannend. Aber zurzeit setzen die globalen Eliten auf Apokalypse. Apokalypse? Geht's nicht eine Nummer kleiner? Eigentlich nicht, denn das griechische Wort Apokalypse heißt ja genau genommen nicht wie in seiner umgangssprachlichen Form häufig verwendet Weltuntergang oder Katastrophe, sondern Enthüllung oder Entschleierung oder biblisch auch Offenbarung. Aber was hat sich uns dieses Jahr denn offenbart? Folgendes: Stellen wir uns eine große Wüste vor, in der sich hin und wieder der Sand bewegt. Aus der Ferne betrachtet konnte man an das eine oder andere Lebewesen glauben, das dort unter dem Sand wühlt. Weder konnte man die Formen erkennen, noch hatte man geglaubt, dass all diese Erscheinungen zusammenhängen, bis auf einige Verschwörungstheoretiker, die meinten, dass all diese Erscheinungen sehr wohl miteinander in Verbindung standen und zu einem einzigen großen Monster gehörten. Manche Leute hatten schon immer gewarnt, das Rieseln und Rascheln in der Wüste komme von einem einzigen gewaltigen Tier unter dem Sand. Ach was, hieß es dann. Welch ein Blödsinn. Das ging so bis Anfang 2020. Da nämlich erhob sich das Monster tatsächlich aus dem Sand und wer Augen hatte zu sehen, konnte erkennen, dass es sich bei all den vorausgegangenen Phänomenen tatsächlich nur um die Tentakeln ein und desselben Tiers gehandelt hatte. Das Tier enthüllte und zeigte sich in Form seiner erdumspannenden Struktur. Noch nie in der Menschheitsgeschichte hatte sich ein solches Tier gezeigt, das in der Lage war, seine Arme um die ganze Welt zu legen und sie auf diese Weise zu beherrschen. Nun, im Januar und Februar 2020 erhob es sich in voller Größe, schüttelte den Sand ab und zeigte sich den Menschen, aber viele von ihnen konnten es zwar sehen, seine wahre Natur jedoch nicht erkennen. Das lag an dem Mantel des guten Samariters. Seine globale Macht tarnte es als erdumspannenden Kampf gegen ein Virus. Was mir samt. Es sollte uns ja nur helfen, sagte es. Das Virus sei die Gefahr. Viele waren deshalb nicht in der Lage, das wahre Wesen dieser Erscheinung zu erfassen und beschimpften diejenigen, die vor dem Tier warnten. Ja, wie viele schon vorher gesagt haben, dass vielleicht ganz ein anderer Plan dahinter steckt, aber wie gesagt, das sind alles nur Verschwörungstheorien. Aber ist egal. Vandalismus an den Lebensgrundlagen. Im Frühjahr 2020 ergriff das Tier den gesamten Globus und mit seinen Fangarmen würgte es das Leben ab. Zum ersten Mal zeigte sich die globale Macht ihren Untertanen. Die Weltregierung, vor der manche schon seit Jahrzehnten warnten, zeigte ihr Gesicht. Wie auf einen Befehl hin hielten plötzlich fast alle Nationen der Welt ihr Leben an. Wie ferngesteuert hielten Regierungschefs zahlreicher Länder plötzlich wortgleiche Reden.
als seien sie bloß bauchredender Puppen einer höheren Gewalt. Wie gleichgeschaltet stoppen die Länder der Erde ihre Wirtschafts- und Alltagsleben. Und die Welt erlitt einen ökonomischen Herzstillstand. Dieses Ereignis, nämlich eine synchrone Aktion aller Regierungen des Planeten, war in der Geschichte der Menschheit beispiellos. Ohne eine globale Befehlsstruktur ist das nicht denkbar. Eine simultane Zerstörung der Volkswirtschaften, des sozialen und politischen Gefüges, der politischen Systeme und der Gesundheit. Ein umfassender Vandalismus an den Lebensgrundlagen der Menschheit zum Nutzen weniger politischer und geschäftlicher Profiteure. Wir reden hier von dem gewaltigsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das der Planet je gesehen hat. Denn in den kommenden Jahren werden Millionen und Abermillionen Menschen an den Folgen dieses Wirtschaftszusammenbruchs und der Machtergreifung des medizinisch-industriellen Komplexes leiden und sterben, während die Überlebenden digital versklavt werden. Wie kein anderes wurde das Jahr 2020 von diesem epochalen Ereignis dominiert. Es sprengt daher zwangsläufig auch den Rahmen und die bisherige Struktur dieses Jahrbuches. Es überhaupt journalistisch in den Griff zu bekommen, ist eine gewaltige Herausforderung, der sich hoffentlich gerecht werden kann. Das Virus in den Köpfen, aber zunächst deutete nicht viel darauf hin, wie 2020 wirklich verlaufen würde. Zu Beginn des Jahres stand nämlich wieder der gewohnte Irrsinn auf dem Programm, in Gestalt von Dürre, Waldbränden und der sogenannten Klimakatastrophe. Die Medien versetzen uns mit den verheerenden Buschbränden in Australien in Angst und Schrecken. Die Erde schien tatsächlich zu verbrennen, wie von Klimapropheten vorausgesagt. Und schon bevor Corona zum vorherrschenden Thema wurde, jagte ein Ereignis das andere. Am 5. Februar putschte Bundeskanzlerin Merkel gegen die gewählte Landesregierung in Thüringen und gab den Befehl, die Wahl sei rückgängig zu machen. Was dann auch geschah. Der gewählte FDP-Ministerpräsident Thomas Kemmerich, weiß ja jeder noch, trat zurück, woraufhin der linke Bodo Ramelow gewählt wurde. Schon das war ein offener Staatsstreich der Bundeskanzlerin, die keine Befugnis besitzt, Wahlen rückgängig zu machen oder Ministerpräsidenten aus dem Amt zu moppen. Schon da erhob die in Deutschland bislang eher im Verborgenen wirkende Tyrannei offen ihr Haupt. Ab dem 19. Februar wurde einmal mehr der hässliche Deutsche vorgeführt. Ein Deutscher soll in mehreren Shisha-Bars in Hanau ein Massaker angerichtet haben. Dabei habe er 9 Menschen erschossen und später auch noch seine Mutter und sich selbst. Macht zusammen 11. Ein Einzeltäter natürlich, was sonst. Doch in Wirklichkeit sind viele Shisha-Bars Brennpunkte organisierter Kriminalität. Zahlreiche hier gesammelten Zeugenaussagen belegen. In Wahrheit handelt es sich um einen Bandenkrieg zwischen verfeindeten kriminellen Gruppen und Rockerbanden. Während der Corona-Mythos bereits in unseren Köpfen tobte, gingen manche Ereignisse unter. Am 2. April verschwanden plötzlich 2 Angehörige der Kennedy-Familie, um später tot aufgefunden zu werden. Die Nichte des bekannten amerikanischen Impfgegners Robert F. Kennedy Jr., Maeve Kennedy McKean und ihr Sohn Gideon Kennedy McKean kamen bei einem mysteriösen Unfall ums Leben. Am 25. Mai starb der schwarze George Floyd unter den Händen von amerikanischen Polizisten, die ihn zu verhaften versuchten. Anfang Juni, nach dem Tod von George Floyd am 25. Mai, zogen unter dem Motto Black Lives Matter gewalttätige Mobs durch amerikanische Städte und zerstörten alles, was ihnen in die Quere kam.
Ungerechtigkeit im Namen der Gerechtigkeit, der Slogan All Lives Matter, wurde abgelehnt. Nur schwarze Leben sollen zählen. Weiße nicht. Der Tod George Floyd war nur der Zünder, der Sprengstoff waren alte Rechnungen zwischen Schwarzen und Weißen. Sollen Schwarze jahrhundertelang geraubt und versklavt haben, so der Vorwurf. Was daran wahr ist, untersuchen wir ab dem 9. Juni. Bestatter nagen am Hungertuch. Zahlreiche Branchen gerieten in der sogenannten Corona-Krise in Schieflage, darunter auch eine, von der man es überhaupt nicht erwartet hatte, die Bestatter. Ausgerechnet in der angeblich größten Pandemie aller Zeiten nagten die Totengräber am Hungertuch. Wie konnte das denn sein? Mehr darüber am 20. Juli. Und noch etwas, wissen Sie eigentlich, was der Außenmythos ist? Das ganze Jahr über wurden wir wieder einmal mit Nachrichten aus dem Weltraum bombardiert. Außerirdische, Exoplaneten, Marsreisen, schwarze Löcher, Mondlandung, Wasser auf dem Mond und Asteroiden sowieso. Nach dem Motto, kein Ort ist weit genug entfernt und nicht vor den Ereignissen auf der Erde abzulenken. Aber was hat es mit dieser Flut von Nachrichten aus dem Außen auf sich? Gibt es so etwas wie einen regelrechten Außenmythos? Man fragt ja nur, die Antworten finden Sie am 26. August, als wieder einmal eine bahnbrechende Entdeckung um die Welt ging. Nämlich, wie lange Bakterien im Weltraum überleben können. Das wollten wir nämlich schon immer wissen. Am 29. August durften wir miterleben, wie anlässlich einer Demonstration in Berlin der Reichstag gestürmt, beschmutzt und angegriffen wurde, wie die Medien behaupteten. Was sie nicht berichteten, war, dass dies ohne Mithilfe der Polizei niemals möglich gewesen wäre. Am 21. September ist wieder einmal ein angebliches Giftopfer der Russen überraschend von den Halbtoten auferstanden. Nur 4 Wochen nach einem angeblichen Anschlag mit dem tödlichen Nervengift Novichok lümmelte der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny mit einer Blondine auf einem Stuhl herum und turnte entspannt die Treppen hinunter. Humbug oder Wunderheilung. Lesen Sie die Untersuchung des Falles Nawalny ab dem 21. September und. Damit habe ich nur einzige Themen aus diesem Jahrbuch begriffen. Das Hauptthema ist und bleibt die Enthüllung der globalen Macht unter dem Deckmantel der Corona-Bekämpfung, ein Ereignis, das in der Geschichte der Menschheit einmalig ist. Seit 2020 steht der Planet ganz offen unter der Kontrolle der WHO, des medizinisch-industriellen politischen Komplexes und der Chinesen. Punkt. Ja, das ist 2020. Viele Sachen wurden tatsächlich verschwiegen oder total in die Medien umgedreht, recht schwammig, damit es keiner so mitkriegt. Und das ist das, was aber wirklich Menschen wissen sollen. Die Wahrheit werden die Menschen draußen nie erfahren, weil einfach kein richtiger Journalismus nicht mehr da ist. Es sind Medien, wo eigentlich keinen Cent GEZ-Gebühr wert sind. Normalerweise nicht. Und das ist traurig. Und da gibt es auch immer mehr, die wo einfach sagen, ich schalte die Medien ab, ich will es gar nicht mehr hören, diesen Kadaver, jeden Tag. Und somit sind sie für mich unglaubwürdig. Sind einfach nicht wert, dass man Medien so viel GEZ bezahlt für einen halben Journalismus. Beiträge, die gelogen sind, erfunden sind, umgedreht wurden, damit es der Mensch draußen glaubt, der gutgläubige Bürger. Also
Lasst ein Abo da, auf den Daumen nach oben würde ich mich freuen. Und wir sagen, wir sehen uns wieder am nächsten Video. Also habe die Ehre, macht es gut, euer Helmut, die Anker Filmschmiede. Servus.